Herr Hansen, die Antwort. Vielmals merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren, schön nur mittig. Wie ich schon gesagt, der französische Präsident Emmanuel Macron hat sich zwei sogenannte Sorbonne-Riet vorgedroht, die man mit Spannung erwartet, und ihn hat an der Riet gewarnt. Ihn hat dafür gewarnt, dass Europa sterben könnte, wenn man nicht viel machen, an puncto Armee zusammen schaffen, an puncto Verteidigung, Energie, Industrie und Technologie, für da mehr unabhängig zu gehen von den Big Player wie China, wie den USA und so weiter. Und obwohl die Europäische Union durch die verschiedenen Krisen, durch die wir gegangen sind, viel Progress gemacht und durch die Covid-Krise, durch den Ukraine-Krieg, durch die Energiekrise, sind wir noch nicht da, wo wir müssten sein. Und dafür mein froh nicht, Herr Premierminister, teilt ihr die Analyse von der Urgenz, die Emmanuel Macron gemacht hat, erstens. Und zweitens, wie können wir den nötigen Emanzipationsprozess, den wir brauchen, ich meine, da sind wir als eins, wie können wir den beschleunigen? Und dann drittens, in allem, wie können wir das finanzieren? Den Herr Macron hat da angedurcht, dass er notamment auch europäischen Budget misst schaffen, mehr auf Ressourcepropre schaffen, für die Toten zu finanzieren. Und ich gesehen durch einen gewissen Parallel mit Enrico Letta seinem Rapport über den Marché intérieur, wo auch ein Savings and Investment Union ein bisschen angedurcht ist, da das für sich Capital Markets Union ein bisschen rebaptisiert. Seht ihr auch, dass da ein Parallel ist an was muss man machen, für die Misere führen zu kommen. Merci. Merci, Herr Hansen. Wort also noch Premierminister. Herr Premierminister, die Antwort. Die hat 4 Minuten, Herr Premierminister. Herr Präsident, die Damen und Herren Deputierten, die froh von dem Herrn Hansen als eigentlich die Zukunft von unserem Kontinent definiert. Und dürfen wir begrüßen nicht ausdrücklich die Rede, die der Präsident Macron für an der Sorbonne gehalten hat. Das ist gut, dass man uns nicht immer mit den kurzfristigen Probleme oder Objektive beschäftigt, aber auch mit denen, was mittel- und langfristig an unserem Kontinent muss geschehen. Und in dem Sinn, also so ein Ried wie die vom Präsident Macron, extrem wichtig. Der Zweite, dass ich delen die allgemeinen Ambitionen, die an der Ried waren. Wir stehen, gerade wir Lützeburger müssen zu Europa stehen, und das ist richtig, dass Europa muss, wie den Präsident Macron formuliert hat, eine Puissance Geopolitik gehen, dass Europa muss eine Puissance gehen, die Wohlstand beibringt, und natürlich stellt dort froh von der Finanzierung. Ich bin nicht ganz d'accord mit seinen Konsten, mit seinen Werten, wenn er sagt, Europa ist Sterben. Ich meine nicht, dass Europa Sterben ist. Wir warten da, da wollt ausdrücken, und ich meine, das ist so die Stähleren. Wir müssen uns für Europa engagieren, weil die große Frage von Frieden, von Wohlstand, von Freiheit, von Demokratie, die können wir nicht mehr machen, wenn wir in Europa zusammenstehen. Der Kampf gegen den Klimawandel, Probleme von der Migration, als Rolle an der Weltwirtschaft, par rapport zu Amerika, par rapport zu China, können wir nicht mehr durch Freihandelsakkoren machen, die eine équilibrierte Position mit vielen Aspekten, die für uns wichtig sind, auch beinhalten. An alles das, dafür muss man sich ersetzen. Und ich meine, das auch wollten Herr Macron signaliert so. Was Europa seine Puissance Geopolitik anbelangt, ist natürlich notwendig, und auch da teile ich seine Meinung, dass man Europa von der Verteidigung brauchen. Nicht irgendwas gegen die NATO schafft, mit mir Europäer 100 Grad nach dem Überfall von der Russland auf die Ukraine, den inakzeptabel ist, eine Violation vom internationalen Recht ist, muss man uns mehr wie je bewusst sein, dass auch wir eine Verteidigung brauchen, dass das Erfolge kascht. Dafür muss man auch als Industrie aufbauen, darunter und durch Lützeburg eine Rolle zu spielen, auch wenn man eine kleine Rolle zu spielen, eine Rolle zu spielen, weil es geht um Eissicherheit, geht um Zukunft. Und dann teile ich die Meinung im Wohlstand, dass man den Wohlstand in Europa nicht mehr kriegen, wenn wir zusammen schaffen. Er hat gesagt, wir müssen in verschiedenen Sektoren strategisch Leader gehen, wie künstliche Intelligenz, wie erneuerbare Energien. Wir müssen da einen europäischen Plan
machen an noch dat as wat ich voll a ganz deelen. Wo fan man die Moyen den Präsident Macron se muss europäesche Budget verdubeln. Ich meine dat schwierig ass wie wir muss méi Moyen europäisch ersetzen, se rech mal die Ziele. Wir können net nur méi Europa rufen fir als Sujeten als Defien, die man hunn zu lesen, an dann zugleich kein Moyen zur Verfügung stellen. Auch Institutionen wie PUI, die zu Lützeburg kann du eine Rolle spielen. Capital Markets Union, wo ich den neuen Term, den ich zum Herrn Lötter könnt, an den der Macron überholt, von einer Erspurnis an Investmentunion fand ich richtig. Geht also darum, hier mit dem öffentlichen Geld auch Privatgelder zu holen, für die zu gebrauchen, für Investitionen zu machen, für erneuerbare Energien, für die Dekarbonisation von unserer Industrie, für die Fonds, für uns zu bringen. Ja, ich meine, wir brauchen mehr Suen, aber verschiedene von den Suen müssen noch direkt oder indirekt an europäische Budget laufen. Und das ist notwendig, dass man mit den Frohen aufgehen. Ich bin mit Präsident Macron der Meinung, dass man als mehr für Europa engagieren, weil es geht um als Zukunft, am Wohlstand, am Frieden und an der Freiheit. Merci. Merci, Herr Premierminister.